Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute machen wir ein Video. Ein Video? Über ein Auto, was wir noch nicht angekündigt haben. Was ihr heute kennenlernen werdet. Wir sind da eigentlich relativ guten Mutes, dass wir diese Mühle wieder ans Laufen kriegen. Und schauen uns jetzt mal das Wrack an. So. In der Zeit werde ich jetzt erklären, in welch schönem Dresscode wir heute hier auftreten. Ja, wie wir schon mal angekündigt hatten im Bus, werden wir die ein oder anderen Produkte, ja, wie sagt man, testen, bewerten, tragen, ausprobieren. Ja, haben wir hiermit gemacht, wie man sieht. Wir sind heute ausgestattet geworden, wir wurden heute ausgestattet von der Firma Skillers. Das ist ein Online-Händler, ein Online-Shop. Dazu gab es dann noch diese wunderhübsche Jacke. Umdrehen. Ui. Sehr wichtig. Wenn man mal sehen möchte, der Kameramann trägt sowas auch. Cool. Kannst du so runterschwenken? Wollt ihr nicht sehen. Cool. Wie ihr seht, haben wir natürlich auch direkt Stefan in schwarz, Niklas in einem, was ist das, Ozeanblau mit schwarz. Navy blau und schwarz. Ja, wie wir natürlich auch gesagt haben, haben wir diese Klamotten selbstverständlich schon getestet. Sonst hätten wir die in diesem Video überhaupt gar nicht erst erwähnt, geschweige hätten euch dazu geraten zu diesem Kauf. Jetzt sage ich euch raten zu diesem Kauf. Die Firma Skillers hat uns gleichzeitig noch einen Gutscheincode dagelassen, unter den ihr bestellen könnt, somit auch den einen oder anderen Euro, denke ich, sparen könnt. Denke ich, klingt verlockend und man sollte auf jeden Fall mal in dem Shop vorbeischauen, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Steht in der Videobeschreibung, ne? Klar! Packt Nick das euch in die Videobeschreibung, guckt das eben nach und dann Shopping. Aber wie gesagt, die sind wirklich vollkommen in Ordnung und die Bandbreite an verschiedensten Hosen, Jacken, Pullover, T-Shirts, allen möglichen. Also die Palette ist wirklich groß und ja, wie gesagt, schaut vorbei in dem Shop und dann haben wir das gleich. So, ich fange jetzt mal. Rocco! Hier! Was geht denn auf für uns? Fein gemacht. Stefan quält sich ein Kadaver gerade in das Auto. Was ist denn das für ein Rennwagen? Ist das ein Ferrari? Ui! Ach du Scheiße. Nein, hier! Hier! Willst du nicht rein, Boah, Uiuiui. Boah, ist das eklig. ja, schnell, möchtest du kurz was zu dem Kfz sagen? Wo haben wir es her? Ja, sag mal, von welcher Person kommt das? Hier haben wir das von unserem Steuerberater, ne? Ja. Ja, haben wir das Auto geschenkt bekommen. Der hatte das Vorgeschichten? 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre im Garten stehen oder so. Ja. Gefühlt ziemlich Ewig. War auf lange. jeden Fall bis hier in der Scheiße verschwunden. Ja, lag auf quasi, ne? Wir haben es noch nie gestartet, ne? Nö, stimmt. ja. Guckt euch an. Folgendes Problem ist in der Hinsicht. Schlüssel fehlt auch. Schlüssel fehlt. Einige Leitungen sind, wie wir schon gesehen oder Ja, der haben, gesagt, ne? ziemlich gar. Ja, ich sage, guckt euch den Zustand an. Er soll irgendwo Sprit verlieren, sagte er. Deswegen Da wird mal das irgendwelche Teil netten bestellt. Leute ihm mal Entschuldigung, Bro. dezenten Stein da in die Scheibe gedonnert. Hier haben wir noch ein bisschen Moosansammlung. Das ist eigentlich unser Greening-Projekt von So. Tüch. Wie heißt das, dieses Urban Gardening oder sowas? Hast du schon gedrückt? Habe ich schon. Oh, Oh, gezogen? geht ja gut. Ja, und zwar ist es ein Opel Calibra, Jetzt. wo ich sagen muss, also ein Auto dieser, wie soll man sagen, einer mit solch einem Alter, mit dieser Optik und dem, wenn er läuft, relativ guten Leistung, muss man ja sagen, zur damaligen Zeit, wollen wir natürlich hoffen, dass es irgendwie an Rennen kommt, das Ding. Und wenn ja, wird's lustig, vermute ich. Aber ich finde, der sieht eigentlich ganz cool aus, wie der Manta. Er hat schon ein bisschen, was ne? drin. Von vorne auch diese schön schmalen, Wie willst du denn anmachen ohne Schlüssel? Opel-Kant. Nee, ich glaube, sowas dürfen wir nicht zeigen. Das ist ja eine kriminelle Machenschafft und so. Warum machen wir das Ding einfach mit dem Stapler da drauf? Komm. Weil diese Pieppolen haben den Stapler. Diese netten Saisonarbeiter. Und das ohne Schlüssel, Lenkradschloss eingerastet, das funktioniert, oder? Achso. Ja. Ja, am besten mehr Gas. Jetzt rollt er gleich voll in den Polo rein. Stopp! Nicht die Scheinwerfer! Oh, das war Nicht knapp. von diesem Auto! Von jedem anderen okay! Du musst jetzt hier... Ah! Bronco! Hier rüber, Niklas. Ja! Jetzt hier anfallen. Die Skiller ab! Bronco! Bronco! Oh, Alter! Beste! Ja!
Ja! Perfekt. Noch ein Stück, kleines Stück noch. Ja. So machen wir das immer. Ja. Problem. Das nennt man Lenkradsperre. Oha. Aber ist für uns natürlich kein Hindernis. Ja, der Subaru riecht supi. Euro 6 riecht der. Oh, Bronco. Da, oh! Da, oh. Wieso funktioniert das nicht? Und das lässt sich ja wohl reparieren. Eben einfach wieder draufschieben. Wir haben uns jetzt den Zustand dieses Kfz mal genauestens begutachtet und mussten feststellen, dass genau hier vor der Pumpe da der Schlauch, der Benzinkraftführungsschlauch kaputt ist. Stefan wird das jetzt Reparieren. bündig abschneiden und neu aufsetzen mit einer eventuell neuen Schlauchstelle, weil die ziemlich öde aussieht. Wo sind die Wieder- Akkus schon wieder? Zwei sind im Keller, die müssen laden. Weil es wieder fixiert. Ja, guck dir So. den Rummel da mal an, ey. Ja, Rummel trifft. ey. Willst gar nicht. Du hast da auch 2 Laden gemacht. Wo wir gerade zum Thema Jacke kamen. Also ich bin von der Jacke ja so mega begeistert. Das ist der Stapler, Stefan. Ich möchte die ja sogar, oder was heißt möchte, ich werde die auch definitiv Brauchen wir auch nicht mehr. für meine Privatzwecke tragen, weil die ist einfach geil. Mega geil. Ja, wie gesagt, es ist wirklich schweinekalt. Es ist windig. Wir haben zwar jetzt keinen Regen, um diese Jacke auf 100%iger Tauglichkeit zu prüfen, aber ich kann mir guck mal. definitiv vorstellen, Die Nähte sind voll. dass es richtig dicht ist, Alter. Das ist richtig geil. Ich habe wie hieß es denn? Wir hatten dies beschrieben, dass die Nähte sogar Ja, das was getaped. hinterlegt. Getaped Genau. sind. Dahinter ist was getaped, dass der Regen und der Wind definitiv nicht durch die Nähte eindringen kann. Das ist schon mal mega geil. Und was ganz cool ist, die ist hinten etwas länger Musst du da geschnitten. schon mal einen Arsch packen? Ja, die ist hier etwas länger geschnitten hinten. Schwul! Das heißt, wenn man sich bückt, ist immer noch die Kiste bedeckt, weißt du? Das ist eigentlich wohl geil. Weil ganz oft hast du dieses, wenn wir auch hier unter den Karren liegen, Stefan wieder auf das alte Brett muss und unter den Bus rollt. Wie auch immer, aber bückt sich davor und schon sieht man die ganze Ende. Weiß ja wohl, ne? Das Bauarbeiter-Dekolleté, das kann ich hassen, ey, das ist voll kacke. Deswegen ist diese Jacke alleine schon mal, um uns diesen Anblick von Stefan zu ersparen, schon mal zu 100% geeignet. Und richtig geil ist natürlich auch, dass die Firma Skillers unser Logo nochmal auf die Jacken, auf die Hose, auf die T-Shirts, die wir, dank dass wir das heute leider nicht anhaben, dann musste ich mich, weil ich trage ja relativ viel schwere Schuhe, weil ich im Metallbau tätig bin und die Schweißerschuhe sind deutlich schwerer. Dabei habe ich nämlich beim Auspacken gedacht, ich sage, oh ja, bequem sind sie mega. Kalte Füße technisch, muss ich sagen, habe ich jetzt auch nicht, aber ich bin auch eigentlich nicht der Typ für kalte Füße. Ein bisschen, wenn es Feuer hebt. Von daher, ja, sehen ja wohl schnieke aus so. Ja, Tragekomfort, wie gesagt, ist tippitoppi. Was bei diesen Hosen richtig smart ist, finde ich, dass man die Smartphone-Tasche an dieser Stelle gewählt hat. So, ganz oft hat man die außen sitzen, die Smartphone-Taschen. Doch, wenn du dich bückst, wenn du richtig Pech hast, das Handy in so einer dezent gekanteten, ja, und das ist jetzt clever mit Ich geh mal, am das- Tank, du bist so dumm, ne? Ich weiß sonst nicht, wie ich es machen. Ja, nicht so! Ja, nicht den Tank anzünden! Du bist so, ja, oh! Wo ist der Feuerlöscher? Du bist so behindert, ne? Aber was Schieres. Ja, jetzt lass ich. Ja, das passiert Aber was nichts. selten Dämlicheres habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen und ich habe schon viel Dämliches gesehen. Halt ein Feuerzeug da dran. Du hast wieder alles getoppt, das steht fest. Nein, wie gesagt, wo sind wir stehen geblieben? Smartphone. Smartphone-Tasche. Da Stefan den Tank abbrennen wollte, da fahren. Smartphone-Tasche. Jetzt haben die Taschen hier vorne auf den Oberschenkel gemacht. Was schon mal sehr smart ist. Ja, sehr smart. Optisch überhaupt nicht auffällig, weil jetzt sieht man auch ganz oft so eine bollerige Hosentasche oder was weiß ich. Dann ist das schon mal absolut rau. So, dann haben wir noch eine Riesentasche für zum Beispiel für Raucher, die Rauchmittel.
Nebenbei bringt diese Hose auch die Möglichkeit, noch Kniepolster zu integrieren, um natürlich die Arbeiten in der Knie, in der Hocke, wie auch immer, alles viel angenehmer zu gestalten. Ganz oft im Sommer auch das Problem, viele müssen in langen Hosen arbeiten. Da hat die Firma auch super mitgedacht, hat integrierte, hinterlüftete Kniekehlen. Also das hinterlüftet heißt, da hinten ist eine Tasche angenäht, wo eine luftdurchlässiger Stoff eingebaut wurde, wo die Kniekehlen anständig hinterlüftet werden und ist so, auch wenn es kalt ist, sehr angenehm. Einfach nur den Schlauch neu draufgeschoben. Ich weiß nicht, ob das hält, aber Tuchsprit. Einfach mal was draufkippen. Ja, dann mach Wir den werden Tank jetzt- auf. Ja, hoffen. Selbst eine Firma nicht so Oh. Weil, Ey, Das musst du aber drehen, ne? ach so! ziehen. Weil der Schlüssel ist ja nicht da. Müssen wir dem Ganzen mal ein bisschen auf die Vielleicht müssen wir das Schloss noch umdrehen. Meiner Zaun ist nicht mehr so lang. Ja, du hast allgemein nicht so lang. Weißt du das? Gibt es nicht noch ein bisschen kürzer? Nee. Der war das kürzlich. Muss ja wohl vielleicht. Das fällt da wohl rein. Ah, jetzt. Oh, halt den nicht. Bahn ist frei! Bahn ist frei! Lass laufen den Mist. Komm. Stefan kümmert sich jetzt um die Zündung und das werden wir nicht filmen, stimmt's? Das stimmt. Das ist nämlich illegal. Für sowas geben wir keine Anleitung. Und schon funktioniert sie. Nein, dieses haben wir uns selbst auf lange Zeit angeeignet, um solch Autos, wenn der Schlüssel weg ist, vielleicht zu starten zu können. Ui! Ich bin ready also! Auf los geht's los! Richtig! Es kommt auf jeden Fall nichts an, aber hier tropft ja auch irgendwo nichts. Vielleicht ist noch irgendwo ein Loch in der Leitung, weil die so porös ist. Das ist ja die Saugseite. Guckt sich Ganz schön lustig man aus. guckt sich das bitte jetzt an. Besser nicht, oder? Nee, besser nicht. Ja, wir gucken jetzt erstmal, ob die Kraftstoffpumpe überhaupt ihren Sinn erfüllt und zwar Kraftstoff fördert. Weil uns kam es gerade ein wenig kurios vor, der Klang dieser Pumpe. So, und eine Neuigkeit. Dank Product Placement. Möchte ihr laufen? Dank Product Placements geht es endlich weiter am Bus. Ziel bis zur Gewerbeschau, den Bus einigermaßen ausgebaut zu haben, dass man schon ein wenig sehen kann, was es mal werden soll. Ja, es ist drin, aber es kommt nichts raus. Muss auch rein. Den muss saugen, ne? Ach so. Ja, saug doch. Ja, wie gesagt, Plan ist, den Bus auf jeden Fall dabei zu haben, weil ich denke, das Ding sollte man gesehen haben. Auch jetzt noch die Abstimmung machen, welchen Autos noch mitkommen sollen. Darfst du es damit rein? Einfach nur Kommentare schreiben. Ja. Apropos, welches Auto nehmen wir mit zur Gewerbeschau? Wie wäre es einfach, wenn ihr die vielleicht Fahrzeuge, die mitkommen sollten, in die Kommentare einfach reinschreibt und wir sehen zu, dass wir die irgendwie dahin geschifft kriegen. Starten wir nochmal. Also dann schreibt einfach in die Kommentare, welches. Junge, Der läuft! dann kommt die Maus hinterher, du. Alter! So, wo ist jetzt der Fehler? Also legen wir die Leitung jetzt einfach mit Kondenser ins Auto. Ja, der zieht den Sprit da raus in den Tank hinterher. Oh, Kommt auch zurück. er füllt den Tank auf. Meinst doch vielleicht zu wenig Sprit? Ja, der ist leer. Brauchen wir einfach nur Rotte drin. Kann auch sein, dass die Leitung so porös ist, dass er keine ganze hat. Geil, er läuft. Geh mal richtig! Ui! Boah, ist das grau-schwarz. So klingt aber. Warte! Da tropft was! Hör aus! Stopp! Hör aus! Der pisst die Richtung raus! Ja, witzig! Scheiße! Der läuft weiter! Zieh doch hier raus! Einfach. Er kriegt doch keinen Sprit mehr! Das Auto geht nicht aus! Und der Lüller Da pisst was! Da ist doch direkt ab! Ey, du hast doch jetzt kein Gutes verursacht!
Hast du jetzt einen kurzen, wie hast du jetzt ausgemacht? Kurzschluss, dass die Lichtmaschine keinen Strom mehr Warum macht. brennt jetzt die Batterie? Ui, irgendwie haben wir einen raus? undichten. Ich habe wieder ein Loch gefunden. Ja, ich glaub die. Ey Junge, weißt du was? Die ganzen Leitungen sind ja alle. Dann machst du das eine gerade wieder fertig, kommt das nächste Loch irgendwo. Das ist einfach Modde. Hier ist scheinbar ein größeres Leck, was nach vorne, nach hinten. Die rotzen wahrscheinlich nach dahin, der rotzt irgendwo nach hier. Ich würde mal sagen, das Hier ist scheint undicht. dicht zu sein. Oh, wir müssen nochmal so einen extra Tank bauen. Einfach nur einen auf Reserve, weißt du, für solche Fälle. Ja, geht auch. Weil wir haben das ja öfters, dass Autos kaputt Aber der sind. muss ja nicht Ja, das haben wir in der Tat öfter. Das 40 haben, oder? Nein, 2020. So, Karre rennt wieder. Natürlich haben wir hier und da altersbedingte Probleme mit der Kraftstoffleitung. Die gilt es jetzt für uns zu ersetzen. Dazu werden wir einen, denke, kleinen externen Tank bauen, wo wir nachher wieder mit einer externen Pumpe drangehen können. Ja, würde sagen, schreibt vielleicht in die Kommentare, was wir mit diesem prima Fahrzeug anstellen sollen, sobald wir den externen Tank drin haben. An der Stelle wollen wir uns verabschieden und denkt bitte daran, am 18. März findet die Gewerbeschau statt in Wettringen, wo wir natürlich auch anwesend sein werden. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, welche Fahrzeuge wir mitbringen sollen und schreibt in die Kommentare, was wir mit diesem Kfz anstellen sollen. Das können wir nochmal verlinken, das Video in der Beschreibung da. Das Video? Weißt du, das Video für die Gewerbeschau, So, jo. damit ihr wisst, wovon wir reden. Genau, angekündigt haben wir dieses Ganze mit der Gewerbeschau schon mal in einem Video davor. Niklas wird es nochmal reinschmeißen, verlinken. Irgendwann Dass kommt jetzt ihr, um die Ecke geheizt. Komm, wir gucken dass ihr mal. auf jeden Fall... schauen Oh, was ein... Boah. Stefan, kennst du den? Bagger. Nee, kenn ich nicht. Ist das vielleicht dein Vater? Nein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Da sehen wir zu, dass wir momentan wieder mehr und mehr aktiver werden. Bis zum nächsten Mal.